Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy Silver auf Pelzig. Und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg, nachdem wir vom Schlafe hier weitergegangen sind. Moment, ich muss mich gerade wieder zurechtfinden. Es ist etwas Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Bestimmt so 2 Wochen oder so wir sind wieder vergangen. Und der Zufallskampf, der wird uns jetzt wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen helfen. Weil leveln müssen wir auf jeden Fall. Nur finde ich es etwas schade, dass hier im Tempel vom alten Volk die Aeris mit dabei sein muss. Ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn ich ja wieder mit dem Barret hätte kämpfen können. Dann machen wir auf alle nochmal die Trina. So. Das ist nämlich auch eine sehr wirksame Feintechnik, die äußerst viel abzieht. Und sehr wenig MP kostet, wie ich sagen muss. Uiuiui. Oh, Aeris, du solltest uns mal dringendst alle heilen. Das ist meine Lieblingspassage hier bei der Melodie. Ah, ich liebe das. Großartig. Ach ja. Wie heißt ihr eigentlich, ihr Viecher? Alter Drache, alles klar. Mann. Südliches Kreuz. Ich glaube, ich sollte uns mal wieder alle heilen. Das hat die Aeris leider nicht mehr überlebt. Wir brauchen mal eine Phönixfeder für die Gute. Zack. So, Sid, du schnappst da die Knabe hier. Natürlich. So ein elender Mist. Mistviecher. So, du belebst die wieder. Könnt mal ein bisschen Glück haben, hoffentlich. So, Sid, schnapp dann. Und Cloud, du heilst uns jetzt mal alle. Sehr gut. Also die nächste Runde übersteht sie definitiv. Großartig. Sehr gut. Hui. 2400 Erfahrungspunkte und Sid hat zu Level gebracht und 240 AP. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, es wird uns definitiv wird uns definitiv noch die AP erhöht bei solchen Kämpfern. Das ist, unser Materia levelt natürlich auch schneller bei solchen Gegnern. Wie war es dann jetzt nochmal? Kite Sith hieß es, glaube ich. Den bräuchten wir, oder? Schlafe. Vergiss es. Nee, wir müssen raus und Kite Sith macht das Ganze. So war das, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Dürfte man wieder dort sein. Es geht nur noch der Weg. Dann müssen wir hier nur noch rauskommen. Und der Kite Sith macht das dann für uns. So. Es ist warm. Das ist gar nicht gut. Oh, Bosskampf ahoi. Wolkina dir! Oh, was immer doch ein wiechte Kerl vor uns. Ah, na. Ich weiß, dass der noch vorne rücken kann und uns erdrücken kann, wenn wir nicht schnell genug sind. Der heißt Dämonentor. Feintechnik. Wir probieren mal den Flammewerfer bei ihm. Okay, der hat Aeris mit einem Hit gekillt. Nicht schlecht. Sid probieren mal auszurauben. Oh, das bringt nicht so viel. Einlochen. Okay, das zieht glücklicherweise nicht so viel ab. Nix zu stehlen. Okay. Volk, heil uns mal. Und Sid, du machst jetzt mal den Megasprung. Ach du Scheiße. Oh. Ich glaube, der ist zu hart für uns hier, der Gegner. Ich glaube, wir müssen erstmal leveln. Oh Mann. Ich glaube, das überstehen wir nicht den Kampf. Ja, den überstehen wir nicht den Kampf. Wir müssen wohl oder übel jetzt erstmal eine Runde leveln. Was anderes bleibt uns hier gar nicht übrig. Manometer. Nee, das sind dann auch wirklich die Bossgegner, die so dann zu hart für uns sind. Okay, ich glaube, wir müssen auf Level... was wäre dann sinnvoll hier an Level? Wir sind bei Level 34 bis 33, okay. Sagen wir mal, wir leveln jetzt hoch auf Level 36. Das dürfte erstmal nicht schlecht sein. Ja, da haben wir wieder die Dreier-Truppe.
Und ich die Sache, wir machen das jetzt einfach mal so. Shiva und Odin, dann machen wir mal Shiva für euch. Und du Sid, du beschwörst, du kannst nur Ifrit beschwören, okay. Dann beschwörst du Ifrit. Wir hängen glücklicherweise unseren Schlafe vorne dran. Das heißt, wir können wenigstens auch eine Ruhepause haben. Und ich würde sagen, ich mache halt mal eine etwas längere Folge, wo wir einfach nur ein bisschen leveln und nochmal ein bisschen quatschen. Weil bei dem Bossgegner, da kommen wir sonst nicht durch. Mit so geringen Level wie wir sind, die Eris ist gewone-hittet und unser andere Knabe, die machen es auch nicht so besonders lang. Das muss halt hin und wieder einmal bei Final Fantasy sein, dass man wirklich sich einmal die Zeit nimmt und einfach levelt. Sie hat jetzt 12 MP noch zusätzlich gekriegt, das finde ich auch sehr interessant. Obwohl sie Beschworer hat. Trina. Dann warten wir, bis die Ifrit wieder ausgepulvert hat. Und die kriegen jetzt nochmal die Trina ab. So, Sid kann ja noch einen Gegenangriff starten, das ist sehr cool. Und Eris heilt uns jetzt mal. Ja, sehr geil mit dem Konterangriff, definitiv. Ach ja. Aber jetzt wissen wir ja wenigstens Bescheid. Ich habe nur gewusst, dass der Bossgegner die Fähigkeit gehabt hat, beziehungsweise die Fähigkeit besitzt, dass der näher rückt an uns. Der kann uns dann zerquetschen und den Kampf sehr schnell beenden, wenn wir da nicht schnell genug sind. Und ja, dass der so stark ist, hatte ich nie mehr im Gedächtnis. Das ist halt auch wieder so, sag früher, da ist man da durchgelaufen und hat 200.000 Zufallskämpfe gefühlt gehabt. Und hat dadurch dann sein kräftiges Level gehabt, aber hier ist ja, ich habe es jetzt mal gerade eingeblendet, keine Zufallskämpfe möglich. Und wenn das halt passiert, tja, wenn keine Zufallskämpfe da sind, kann man natürlich auch nicht seine Levels kriegen. Und in dem Fall müssen wir das jetzt noch holen. Aber das Projekt ist ja auch ausgelegt, dass es wirklich eine Zeit lang geht, dass es nicht so hoppla die Hauptprojekt ist. Ich mag so Dinger sowieso nicht so gern. Können wir jetzt auch Dynamit verwenden, das ist ach geil. Ja, und dass man sich definitiv auf Final Fantasy VII auch mal wirklich die Zeit einfach nimmt. Dynamit. Das ist auch so geil. Und das Dynamit zündet an seiner Kipp an und schmeißt auf die Gegner drauf. Und zieht auch ordentlich ab. Das ist halt für viele Gegner gedacht, genauso wie beim Barrett die Granate. So, dann machen wir nochmal Feintechnik Trine. Wir können ja hier definitiv hier verschwenderisch sein, finde ich. Weil wir unseren Heiler mehr oder weniger direkt vor der Tür haben. Das macht es natürlich sehr praktisch für uns jetzt. Okay, wir heilen uns nochmal alle. Und das Sid kann es erledigen. Herrlich. Ach, ich liebe die Musik. Nee, mit dem Soundtrack haben die hier echt großartige Arbeit geleistet, muss ich sagen. Oh, alle hat ein Level gekriegt. Sehr schön. Also ich finde, mit dem Soundtrack haben die großartige Arbeit geleistet. Der wird hier immer noch live in Concert gespielt, der Final Fantasy VII Soundtrack. Gerade weil die Stücke auch so prägnant sind und so häufig als Opernversion genutzt wurden, beziehungsweise als Orchesterversion gespielt wurden. Und es bietet sich auch einfach nur an, wenn man so hört, wie episch das Ganze so schon klingt in der 1997er Version. Finde ich definitiv in Orchesterversion klingt das Ganze noch tausendmal geiler, wenn ihr das mal gehört habt. Heilen wir uns nochmal. Also wenn ihr jemals so in die Verlegenheit geraten, auf YouTube zu suchen, wenn ihr mal Zeit habt, dann guckt euch doch einfach mal und hört euch vor allem einfach mal Final Fantasy VII Orchesterversionen an. Die sind dermaßen großartig. Und ich persönlich habe mir damals so auch, nachdem ich Final Fantasy VII das erste Mal gespielt habe, ich war wochenlang Fan davon, muss ich sagen. Wochenlang habe ich nichts anderes im Kopf gehabt als Final Fantasy VII und habe nur wieder überlegt mit den Plots und so weiter, mit der Geschichte und was hätte man wie noch ausbauen können und wie hätte man bei der Geschichte noch was einfügen können und so weiter und so fort. Diese Gedankenspinnerei, die junge Nerds halt machen, wenn sie frisch von einer Sache begeistert sind. Ja, das ist auch auf Level 30, sehr schön. Ja, diese Gedankenspiele, die sich halt junge Nerds dann machen, wenn sie da sowas spielen. Und natürlich habe ich mir danach alles mögliche an Merchandise dazu geholt. Ich habe mir die
den Soundtrack dazu geholt und ich habe den wochenlang ruf und runter gehört, den Soundtrack, muss ich sagen. Weil der auch wirklich einfach nur genial ist. Es gibt so viele schöne Sachen. Sid's Theme ist meiner Meinung nach eine von der allerschönsten überhaupt. Und ja, es ist wunderschön. Und das Ganze im Orchester zu hören ist natürlich auch noch absolut bombastisch. Und es macht richtig, richtig Spaß. Und ich finde, wenn man wirklich Zeit hat, wenn man abends mal nichts zu tun hat oder so, dann kann man sich das auch einfach mal anhören. Einfach nur Musik genießen, still sein und sich das alles mal anhören. Das ist großartig, grandios. Hab das früher sehr häufig gemacht, wenn ich was geschrieben habe oder wenn ich was gelesen habe oder so. Einfach nur der Final Fantasy Soundtrack dazu. Herrlich. Okay, City, schmeißt der Dynamit und jagst da hoch die Knaber. Sehr gut. So wird's gemacht. Wunderbar. Verwandlung hat der Level gekriegt. Sehr gut. Das können wir natürlich auch super nutzen, um unser Materia hochzupowern, wie ich finde. So, da können wir weitermachen. Ach ja, ich mag das auch ganz gern, wenn ich so kurze Passage dazwischen habe, um einfach mal ein bisschen zu quatschen mit euch. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Sowas muss auch wirklich sein. Also, wie ich das auch schon erwähnt habe, Final Fantasy Silver war ursprünglich gedacht, um Never Outlast Ends zu laufen. Oh, was man, das ist der Zwitter, glaube ich, oder? Ja, Zwitter. Ja, das war ursprünglich gedacht, um Never Outlast zu laufen. Und ich glaube, das wird ein Begleitprojekt für sehr, sehr lange Zeit, für sehr, sehr viele Spiele nebenbei noch. Und es läuft jetzt auch Never Outlast 2, es läuft Never Uncharted, es ist Never Layers of 4 noch gelaufen und so weiter und so fort. Und ich denke, das Spiel, das wird uns sehr lange Zeit verfolgen und begleiten. Und ich freue mich auch vor allem extrem darauf, wenn die das wirklich hinkriegen, das Remake noch Ende von dem Jahr fertigzustellen. Dann würde ich mich persönlich sehr darauf freuen, das Remake mit euch zu spielen und euch das zu präsentieren. Und ich weiß genau, da ich schon von dem Trailer wirklich Tränen in der Aare gehabt habe, dass ich das mit Facecam spielen werde, damit ihr meine Erlebnisse auch sehen könnt und meine Reaktion auf das Ganze, weil es wird sehr emotional für mich sein. Ihr hört mir hoffentlich raus, wie sehr ich schon die Originalversion hier liebe. Und Final Fantasy Silver ist einfach für mich ein Stück sehr prägende Jugend, ein Stück absolut großartige Jugend, die ich damals verbracht habe. Und das Ganze in so einer aufgepowerten Version zu sehen, in einer aufgemotzten Grafikversion. Eventuell noch mit neuem Kampfsystem und Pipapo, das wird für mich ein Meilenstein wieder sein. Und ich freue mich extremst drauf, muss ich sagen. Ach ja. Und ja, ich habe mich auch noch entschieden, dass es mittlerweile ein Fakt für mich. Das war vorher so ein kleines Gedanke-Experiment, aber mittlerweile ist es Fakt für mich. Ich werde definitiv, nachdem Final Fantasy Silver beendet ist, auch immer wieder ein Klassiker spielen. Das heißt, ich werde über Emulator am PC was aufnehmen und werde dann immer so einen Klassiker aus meiner Kindheit spielen. Das könnte dann Secret of Mana sein, das könnte dann Terranigma sein, das könnte Illusion of Time sein, Lufia wäre auch noch eine Möglichkeit, irgend so altes JRPG auf jeden Fall, irgendein altes Japan-Rollenspiel würde ich gern mit euch zusammen spielen, immer eins noch um andere. Und Final Fantasy Silver dauert ja wirklich lang, das ist ein Projekt, das nimmt sich Zeit. Und das ist auch ein Projekt, wofür man sich wirklich die Zeit und die Geduld nehmen sollte. Ich weiß, das erste Video, das ist bisher auf meinem jetzigen Stand von Hyde. Hyde ist übrigens der, okay, es ist Level 35. Heute ist der 30.04. Und auf meinem Standpunkt von heute ist das erste Video von Final Fantasy Silver bisher 100 Mal geguckt worden. Und ich weiß ja, dass man sich am Anfang da wirklich noch die Zeit nimmt und wow, wir wollen uns mal eine Pilot angucken, den der Yankee hier gemacht hat und dann könnte man das Projekt vielleicht noch verfolgen und irgendwann bei vielen Videos verliert man dann irgendwann durch der Anhang. Ich kann es nur vollziehen. Aber Final Fantasy Silver ist halt so ein Everlast-Projekt, könnte man sagen. Da habe ich früher auch wochenlang am Stück Hardcore gezockt, um das durchzuspielen. Und
Deswegen mag ich mir auch hier definitiv die Zeit nehmen. Ich mag die Sidequests machen. Ich mag den goldene Schokobo-Züchter. Ich mag all so Sachen mit euch machen, um euch halt auch zu zeigen, was ist bei dem Spiel alles Tolles möglich. Ja, das mag ich eigentlich dort durchziehen. Und als nächstes würde ich dann gern irgendeinen anderen wunderschönen Klassiker mit euch spielen. Am liebsten definitiv wirklich, also mir persönlich am liebsten wäre Terranigma, Secret of Mana oder Illusion of Time. Weil Illusion of Time ist auch ein sehr, sehr ernster, muss ich sagen. Also wirklich ein sehr ernstes Spiel. Das steht man von den alten JRPGs eigentlich kaum denken, wenn man es jetzt mal so sieht. Aber Illusion of Time, das geht viel um alte Kulturen. Gerade ich als Archäologe bin natürlich höchst begeistert von sowas. Oh, in die Zanke-Nummer-Woche. Gerade weil es da auch um Inka geht. Da geht es um diverse andere Kulturen. Ägypter sind mit dabei. Der Turm von Babel ist mit dabei. Also es gibt doch sehr, sehr viele Sachen, die dort behandelt werden. Das fantastische, legendäre Königreich von Mu, was nicht greifbar ist, historisch, archäologisch, aber was eher so was Mythisches ist. Ach, das kommt dort drin vor und so weiter und so fort. Also es ist wirklich wunderbar. Und es hat es sehr ernst, die Botschaft zum Teil. Und beinhaltet auch wirklich sehr ernste Lektionen vom Leben, die es dann dort zeigt. Das ist, wow, also wirklich Gänsehaut-Feeling meiner Meinung nach. Und wenn es euch Spaß macht, hätte ich ganz gerne mit euch auch sowas spielen. Man muss ja nicht immer nur lustig sein und so. Man kann ja wirklich mal ein Spiel, was sich selber so ernst nimmt, kann man auch mal gern ernst durchspielen, denke ich. So. Ich denke, in dem Deal mache ich noch bis Level 36 auch beim Sid. Dann könnte man nochmal ausruhen und könnte nochmal den Endboss probieren. Und wenn der nicht hier haut, dann leveln wir auch nochmal in der nächsten Episode. Oh ja, wieder 3, die geben ordentlich Punkte. Das ist schön. Und ich muss auch sagen, ich merke es auch so ein bisschen, dass wir ein klein bisschen weniger Schade kriegen. Sid. Nee, komm greif A. Eris, du kannst uns heilen. Ich glaube, das könnte man gebrauchen. Weil da machen sie mittlerweile nur 128 Schade. Das ist doch etwas geringer. Da merkt man halt auch, dass wir etwas aufgelevelt haben. So, sehr gut. Und ja. Ich finde es auch definitiv wirklich schön, wenn man sich auch durch die Zeit nimmt, um mit euch zu quatschen. Es ist so hektisch mittlerweile Woche in unserer Welt. Das finde ich sehr, sehr schade. Früher in den 90er, ich weiß, so klinge ich jetzt wie ein alter Opa, obwohl ich erst 29 bin. Ich mag wie ein alter Opa klingen, wenn ich sowas sage, aber wirklich früher in meiner Jugend, in der 90er Jahre, wo ich ein Kind war, da hat man sich wirklich noch sehr viel Zeit für Sache genommen. Man hat nicht immer Handy dabei gehabt, man hat nicht immer sofort mit irgendwelchen Leuten im Internet retten müssen. Man hat eigentlich kein Internet gehabt, man ist rausgegangen mit den Leuten, man hat mit den Leuten erzählt, man hat sich die Zeit genommen, einen Film mit ihnen zu gucken oder ein Spiel mit ihnen zu spielen. Ich habe auch sehr viel Brettspiele früher noch gespielt und Kartenspiele. Und man hat abends auch mit der Familie so zusammengesessen und hat auch so gegessen. Das fand ich persönlich auch immer toll. Mein Vater hat immer bis abends gearbeitet. Und der kam dann abends immer heim und um 6 Uhr hat es dann Essen gegeben. Das heißt, wir haben dann alle da gesessen und haben dann alle so Abend gegessen am Tisch und haben dann so über den Tag erzählt, wie es so war, wer was gemacht hat und was so passiert ist über den Tag und was ihm so besonders beeindruckt oder interessiert hat und so weiter. Und da hat man so ein paar Sachen diskutiert und hat zusammen gegessen. Nach dem Essen hat man noch mal ein bisschen weiter erzählt und hat dann auch zusammen das Geschirr gemacht und so weiter, damit nicht jeder alles allein machen muss, also damit nicht einer alles allein machen muss. Und ja, so war das in meiner Jugend. Ich weiß nicht, wie sieht es dann bei euch aus? Wie war das bei euch früher? Habt ihr eher so mittags gegessen oder abends und hat doch jeder für sich gegessen oder habt ihr auch so alle zusammen am Tisch gegessen und so? Das würde mich sehr interessieren. Weil ich erlebe es immer häufiger, dass die Leute so für sich essen. Dass es gar nicht mehr so Familie-Abendessen gibt. Das finde ich schon etwas schade irgendwie. Gerade für Kinder finde ich das großartig. Wenn die ganze Familie da sitzt und da ist dann auch einfach Familienzusammenhalt da und das stärkt ja auch die Kinder in ihrem Gefühl zur Familie zu gehören.
Was natürlich gar nicht geht, sind so Sachen wie erzwungene Familieesser. Das finde ich ganz, ganz schrecklich, wenn man dann nur wirklich sitzt, so total aufgesetzt und macht dann noch die Kerze an und legt am besten noch klassische Musik auf und dann, na Jonathan, wie war denn dein Tag heute im alten Schulgebäude? Also das finde ich dann auch ganz, ganz furchtbar. Es muss schon wirklich herzlich sein und es muss auch wirklich natürlich sein. Alles andere, was erzwungen ist, das geht gar nicht, finde ich. Also es steht mich sehr interessiert, wie war es dann bei euch früher? Ach so, Familieesser und wie halten das dann selber halt noch so? Wollt ihr sowas überhaupt noch? Und habt ihr sowas noch? Und so weiter und so fort. Es steht mich sehr, sehr, sehr interessiert. Was machen wir da? Stinknormaler Angriff, oder? So, Quatsch. Die geben wieder richtig schön Erfahrungspunkte und AP. Freue ich mich auch drauf. Ach ja. Die Zeit früher, die war schön. In den 90er Jahren, wo ich dann auch wirklich... Ich war halt auch viel draußen, muss ich sagen. Ich habe viel unternommen mit meinen Freunden draußen. Wir haben Fußball gespielt. Wir haben alle möglichen andere Sachen noch so gemacht. Mit der Fahrräder einfach rumgefahren, im Wald gewesen. Und Sachen gebastelt. Also da haben wir sehr viel unternommen, muss ich sagen. Und ja... Dann habe ich aber auch natürlich die ganze Klassiker früher gespielt. Ich habe dann das Super Nintendo gehabt und habe die ganze Klassiker auf dem Super Nintendo gespielt. Natürlich Mario, natürlich so schöne JRPGs. Das war toll. Secret of Mana war so eins von meiner allererste. Ich weiß, ich habe gesagt, bis Sid auf dem Level ist, aber ich mache jetzt doch noch bis Cloud auch auf dem Level ist, auf dem nächsten. Ich glaube, das bietet sich noch an. Ja, die ganze JRPGs habe ich natürlich auch gespielt. Secret of Mana war eins meiner ersten, das hat meine Schwester damals gehört. Und ich habe dann Secret of Evermore gekriegt, was ich auch persönlich ganz, ganz großartig fand. Und ja, habe dann auch die ganze Serie früher geguckt. Ach, da waren so viele Schäne auch dabei, muss ich sagen. Die Schatzinsel zum Beispiel, das klingt jetzt auch wie ein alter Opa, wenn ich das sage, aber in meiner Jugend, da war es dann halt auch so, dass man Weltliteratur kindergerecht so dargestellt hat, wie im Land des Zauberers von Oz, falls ihr das kennt, oder Alice im Wunderland, oder die Schatzinsel als Anime. Dann natürlich noch so Klassiker wie Chip und Chap, Darkwing Duck, DuckTales. Ach Gott, das habe ich alles geliebt, ohne Ende. Die 90er waren für mich absolut großartig. Ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt und habe das so genossen. Einfach Kind zu sein, die 90er. Einfach nur die Serie zu genießen, die Unbeschwertheit, mit der man da am Werk war. Dass man sich Zeit für Sachen genommen hat. Dass man sich hingesetzt hat und Essen mit der Familie genossen hat. Dass man sich mit seinen Freunden verabredet hat, um einfach nur in den Garten, in den Wald zu gehen, oder dass man im Garten zusammen gespielt hat und irgendwelche Fantasiesachen gespielt hat. Da ist man auch in Rolle geschlüpft, früher war das bei uns so, jeder hat so Rolle gekriegt als irgendwer und da haben wir irgendwas gespielt, irgendwelche Fantasiesachen, irgendwelche Fantasierolle gespielt. Sowas war dann halt, ja, da haben wir uns irgendeine, sagen wir mal, Fantasiewelt ausgedacht und jeder hat so seine Rolle gehabt in der Welt. Und da haben wir halt so diverse Abenteuer gespielt. Ach ja, die Jugend. Das hätte mich mal so ein bisschen interessieren, wenn ihr den mal drüber retten wollt, wie es bei euch so gelaufen ist. Wann ihr aufgewachsen seid, wie ihr so aufgewachsen seid. Ob ihr viel Spiele gespielt habt, ob ihr viel Fernsehen geguckt habt. Wenn ja, was waren so euer Lieblingsserie früher? Das hätte mich alles brennend interessieren. So, Cloud ist ganz, ganz kurz davor. Nach Endkampf. Nach Endkampf, dann hätte ich nochmal sagen, wir probieren den Gegner nochmal aus, den Endgegner. Und dann machen wir das. Und wenn wir da wieder so fürchterlich abstinken, dann machen wir in der nächsten Runde gerade nochmal so Lava-Runde und leveln gerade weiter auf. So, ich mag jetzt eigentlich hier die die Limit-Attacke erstmal Psylosser, weil ich mir die ganz gern, Feuer halten, weil ich mir die ganz gern für den Endgegner aufheben würde. Dann mag der aber bestimmt kein Eis. So, dann machen wir es so. Da hätten wir nur noch Demi zu bieten als Angriffszauber.
Und ich hoffe, das knackt den Typ jetzt. Und, oh, das macht 0 Schade. Ach, mal interessant. Feuergranate. 0 Schade macht es auch, weil der Cloud immun gegen Feuer ist. So. Schnappen der Ares. Okay, das hat gereicht. Sehr gut gemacht. Na Allah. Okay, Cloud hat auch sein Level. Da gehen wir jetzt nochmal raus. Gehen nochmal zum Schlafe. Na, wo bist du? Schlafe. Ausruhen. Okay, dann speichern wir nochmal. Und dann probiere ich jetzt einfach nochmal den Bossgegner. Und wenn der Witterzicke macht, was natürlich sein könnte, dann die Sache, wir leveln in der nächsten Runde nochmal weiter. Weil die Diskussion, was ist so Diskussion, die Lava-Runde hier, die hat mir auch definitiv sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde es schön, so alte Sache zu retten. Okay, es ist warm. Ah, das ist gar nicht gut. Hat man ja schon, aber ich lese es trotzdem nochmal vor, weil ich das mag. Wolle Kinder dir. Und wir probieren es jetzt nochmal mit dem Burscher. So. Das machen wir aber nochmal einen Limit-Angriff. Sid, attackier ihn. Cloud, mach ihn fertig mit einer Sprungattacke. Ares ist tot. Mist. Wir probieren es trotzdem. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem Burscher. Aber wir probieren es einfach. 2000, das ist schon nicht schlecht an Schade. Okay. Der robbt sich näher. Okay, wir attackieren ihn normal. In der Runde. So. Cloud. Dämonensturm. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns... Ja, alle Heiler. Der Sid, der kann einen Megasprung landen. Ah, jetzt ist er noch hingerückt. Okay. Sehr gut. Ich glaube sowieso, die Ares, die Dez hier nicht lang machen. Deswegen lassen wir die jetzt einfach mal tot sein. Und konzentrieren uns nur auf Cloud und auf Sid. Was anderes ist hier, glaube ich, nicht möglich. Weil die Ares ist leider echt zu schwach für einen Bossgegner hier. Boah, scheiße. Ja, das ist heftig. Das ist richtig heftig. Aber wir können uns jetzt nochmal aufpumpen hier. Oh, Mann. Sid. Heil mal deine... Nein, nicht auf den. Mist. Nicht auf die Ares. Okay, wir probieren es nochmal so. Scheiße. Das war jetzt leider ins Leere. Ich hoffe... Ja, okay, super. Er macht es trotzdem auf der Cloud. Das ist gut. Wow, okay. So, wir attackieren normal wieder. Weil der reißt so viel Schade, der Typ. Oh, Mann. Der Knabe hier, der reißt so viel Schade bei uns. Da sind wir sehr schnell wieder bei der Limit-Attacke. Okay. So, als nächstes kommt wieder Heilung vom Cloud. Was anderes ist hier schon gar nicht mehr möglich. Und das nächste Mal, wenn wir uns erwischen, dann können wir wahrscheinlich wieder die Limit-Attacke ausführen. So, Sid, schnappen da. Eieieiei. Okay, Cloud hat wieder seine Limit-Technik. Scheiße, Cloud hat es zerrobbt. Mist. Ah, scheiße. Okay, nee, der ist zu stark für uns. Das bringt nix. Das bringt einfach nix. Ich dir sage, liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Episode zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig, wo wir dann nochmal eine Runde quatschen und eine Runde weiterleveln. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.